der hat droeg wie onze. Dat Lieden wat ons traf, droeg hij. Aber wir dachten, Gott möge am Lieden und bestraft haben. Doch wir haben onze Sünden verlassen. Hij brug eine ons vergonnen doel. Op arm lag de straf, der ons heil möge. Doordat dat hij de Schläge kreeg, zijn wir gesund. Halleluja. So, wir wollen von der ans Tweede nur denken, dass Jesus lebt. Jesus ist wahrhaftig abgestanden. Glaubst du daran? Glaubst du, dass Jesus lebt wirklich? Er ist nicht bloß eine feine Geschichte. Das ist der, hier ich dort, und das wird dann einmal so getan, dass Pastores noch in Television eingeladen waren. Und die sollen dann darüber reden, dass als ich glaube, als Jesus leeft oder nicht. En nu, wir hatten ein paar Jahre 90 dat ze raam waren verschiedenste. Er waren dann von verschiedenen Religionen einer eingeladen, was sie über Jesus glauben deren. Und das ist der Osterdeel. Und dus ein Pastor, Emilio Aguero, und von ein paar Jahre, wo ich sage, nicht persönlich kann, aber sind sehr bekannt, wird viel predigt, er steht viel für das Evangelium an, wann das fehlt, das waren mal Sachen im Land nicht reich schaffen, jetzt mit der Bibel und so weiter. Zum Beispiel, als die wollen alle Hunde merken mit Mann an Mann befreien, oder Frühes mit Frühes und so. Er hat dann fair nur gesagt, wie von der Bibel, wenn wir so eine Sache nicht sollen tun. So, wenn sie sich weigert, so eine Sache zu sein, was andere einmal nicht sich wäre, wird er auch eingeladen, um teilen, wenn so was ist. Und ich weiß nicht von Wort von der Religion, dass wir bei Kirtgonskart über ein anderer Läden da von einer anderen Religion sagen, jo, wir glauben auch an Jesus. Aber diese 3 Tage, was er im Grab lag, schleibt er bloß er. Und dann, nur 3 Tage, wie er abgeweicht, und dann ging die Geschichte bloß wieder. Tja, wie und so wird aus dort glauben, das schafft nicht. Dann können wir unsere Bibel in den Fenster rutschmieden, wenn dann schafft die Bibel nicht mehr. Wenn wir kennen nicht eine Bibelbrücke, wo die Auferstehung nicht wirklich ist. Die Auferstehung ist Port von dort, was wir glauben. Nicht bloß Port, dort ist das Fundament und dort, was wir glauben. Wir bauen auf einen Auferstehung in Jesus. Wenn wir uns nicht sicher sind, was der Auferstehung ist, dann schafft die ewige Port von Glauben nicht mehr. Und dann wird das alle straucheln. Und so in der Bibel habe ich viele Kapitel, viele Vers, wo uns dort in der Stadt von allen Kanten bedachen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und das Interessante ist nicht bloß im Alten Testament habe ich diese Vers, sondern wir haben nicht bloß im Neuen, sondern auch im Alten habe ich dort verrückt gesagt, dass Jesus wie abgestanden. Und so zum Beispiel in Jesaja 53, was wir hier lesen, dort unsere Krankheiten drüber hei und so wieder die Schläge, was uns trafen, die hat Heifes ab sich genommen. Und durch seine Krankheit wird wir gesund. So eine Sache ist dort, die kann bloß passieren, aber dort wir eine Verrücktsein, hunderte Jahre verab und durch das Jesus dort, und das passiert wirklich. Und das gibt die und mir von der Kraft. Und wir können mit dieser Kraft leben. Amen. So, und wir haben in der Bibel ein langes Kapitel, wo von der Auferstehung geredet wird. 1. Korinther 15. Das ist ein Kapitel, wo wir vierken auch ab Begrafnisse lesen dürfen. Das ist ein sehr schönes Kapitel. Und ich will von dir ein paar Gedanken in diesem Kapitel reinnehmen. 1. Korinther 15. Wenn du was einen Hauptstädt haben, wo du mitkommen wirst, ich will noch eine andere Städte auch gehen. Aber der Hauptstadt, wo ich war, sein Wort in 1. Korinther 15 sein, also kostet vielleicht abschließen, wenn die das interessiert, und du bleiben. Ich war immer bei anderen Städten gehen, aber ich war immer auch 3 nur diese Städte kommen. 1. Korinther 15, Vers 4 sagt so. Er ist begraben worden und stund am 3. Tag vom Tod ab, so als geschrieben steht. Er leitet sich von Petrus seinen und dann von den 12. Nur herleitet er sich von über 500 Brüder ab einmal seinen, von denen nach dem ersten Leben, wann auch all einige eingeschlossen sind. Nur her weiß er sich dann Jakobus und dann all der Apostel.
Und te laat leidt hij sich auch von mir seinen, als von einem, der bittertits geboren wird. So, hier sagt das vorste erste Vers, sagt, hij is begraven worden, Vers 4, hij is begraven worden en stond om 3 Tag vom Tod ab. So als geschrieben steht. Wenn Paulus, als der Schreiber für das, wenn Paulus sagt, hij stond om 3 Tag ab, so als geschrieben steht, wo stond das geschrieben, was er sagt? Wo stond das? Die Bibel wird noch nicht so wie geschrieben als die Neue wird. Und die Propheten, reich. Paulus, wenn er sagt, so geschrieben steht, in uns Kopf, was denkst du? Was denkt ich das Bosigste? Das hast du in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes abgeschrieben. Weißt du, das haben wir abgeschrieben dann? So, Paulus kann nicht Matthäus lesen, du steht das. Paulus ging naar de Propheten und sagt, in de Propheten sehen das all, dass Jesus erst abgestoßen. Und Paulus nimmt das Wort so, dass Propheten so waren, das von der wir. Wir sind einmal dort wie so eine Wort vom Alten Testament. Wir lesen dieses Wahn, die verdammt mal wieder. Und waren nicht an, die sind neu für mich und für die. Und wir lassen wir an uns vorbeischälen. Und Paulus sagt, so als geschrieben ist. Wenn man so eine Wort geschrieben ist. Los wie Jesaja 53. Brauche ich das nicht noch einmal lesen. Der Schlee wird uns traf, der Krankheit wird mich traf, der nimmt ab sich. Und all diese Sachen. Er wird krank, wenn nimmt der Schlee, dass kann gesund werden. Und all diese Sachen. Aber dann, als ich zum Beispiel in Psalm 16, Vers 9 und 10, du redet auch von ihm. Im Psalm 16, 9 und 10. All David hast du von geschrieben. Du wehen sie von Horten Frau und meine Tongue redet mit Frieden. Mein Körper wird auch in Hoffnung reben. Willst du was meine Seele nicht in Tod hingeben, in denen Helden nicht in der Totenreich schenken. So, das hier sich so, wenn David über sich selbst redet. Und er redet auch. Aber zur selben Zeit prophezeit er all von den Jesus, der kommen wird. Und er sagt, er wird den Helden nicht in der Totenreich schenken. In Spanisch würde wie du sagen, hier habe ich. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hij wordt het niet toelaten dat de Heilige, wer ist das Heilige? Dat is God, dat is Jesus zelf. Dat die Korruption wordt ervaren. Wat is Korruption? Dat is aanrechtet. En Korruption is ook zo dat de Körper, wat du en ik hand, aber wanneer we sterven, wat passiert met denen? Die fangen an abzuschwallen, die fangen an zu verfühlen, das Fleisch füllt auf und der stinkt irgendwann und der bloßt ab und weiß nicht was alles. Also alles nicht sehr schön wird. Aber hier sagt David, all im Alten Testament, all hunderte Jahre verab und sagt, dass Jesus in Körper wird nicht diese Korruption, nicht diese Verwesung erleben. Der wird nicht das für viele erfahren. Und nu, was ganz interessant ist, was passiert mit Jesus in Körper, der er nur den Tod abzeugt. Er wird eingesollt von Maria von Bethanien, nicht so? Der geht diese Dieren Arden eil über Arm und so oft am Ende. Was wird das? Jesus sagt das ganz klar, ich lasse das von Jos Mars noch, dass sie einfach an der Tedide, dass ich war sterben, dass ich war abstoßen und die waren immer von der Denken. Was wird das? Sie soll einen Anwendung. In der Zeit wird es so, dass wenn jemand stirbt, dann soll diese Eil, ernstens gesagt, Eil an den Körper an, dass er nicht so bosig kaputt gehen an den Körper. Bloß, was sie nicht wissen, Jesus wurde meistens hinter das sterben und sie wurde nicht Titan. Und das wurde nicht Tit geben, dass sie am wurde auch so ansollen können. So wird das Maria von Bethanien, sie hat das all Eier. Und sie hat das all prophetisch. Und was passiert dann? Das Körper, habe ich dann noch einmal Psalm 16, Vers 10, kannst du noch einmal abschließen? Diese Korruption, aber das Totenreich nachschauen, das hast du vielleicht im Plötzlich nicht ganz so schön zu verstehen.
aber die würde dort nicht erleben, diese Verwesung des Körpers. Und wisst ihr, dort aus Lazarus gestorben ist, nur 4 Tage sagen sie, Jesus, was tust du bloß, der stinkt ja, der ist halt vorbei, der wird nicht abstehen. Und was passiert nur Jesus mit 3 Tagen? Jesus nur 3 Tage, das stimmt nicht. Jesus, der wir nicht verwest, der wir nicht verfühlt, der hat nicht an Vater fühlen. Wenn Jesus, du wir all eine Salbung am Abend, dort wird frisch abstehen und dort sein Körper wird dort nicht erleben. Das sind vielleicht für uns ein bisschen nie Gedanken. Aber sein Körper wird anders sterben, wenn der wird trägt abstehen. Was sagt das in Hosea 6, Vers 1 und 2? Hosea 6, Vers 1 und 2. Dort fällt es, komm, weil wir trägen Herrn. Er hat uns verraten und er wird uns wahre heilen. Er hat uns geschlagen und er wird uns verbringen. Der nächste Vers. Nur 2 Tage wird er uns gesund machen. Am 3. Tag wird er uns abrichten, dort wie wir am Leben kennen. So Hosea, auch war er, 100 Jahre vor, dort, was dort passiert ist. Was sagt er dort selbst? Am 3. Tag wird er abgerecht worden. So dass es immer war in der Bibel, sei wie dort du wird eine Aberstundung sein. Und die wird bitte gewöhnlich wichtig sein. So, das ist vielleicht für uns was es nie, dass wir daran denken, ist Jesus verfühlt oder nicht. Aber eins wird ganz klar, er hat nur hier den Körper und er weiß sich, und der wird verändert. Wir können nicht verstehen, wo das Körper wird, wenn die Kinder Weg durchgehen. Wir können dort nicht begreifen. Aber du wird ein Wunder passiert sind, was nicht ab der Weg passiert, wie es mit Jesus wird. Ab der ganz selben Weg. Und da, wenn wir sind, wichtig Port, und das war von Anfang an, von was passiert, da wird betont, dass das nicht so wiedergeredet wurde. Wir lesen ja am Anfang, ganz am Anfang, danke Johnny für das alle lesen. Ich weiß nicht, ich lese in 50 Vers oder was immer. Von der ganzen Kreuzung und Aberstundung. In dieser Texte, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer und immer weiter lesen, als wir den in Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes lesen, aber dass wir diese Geschichte immer weiter in uns nehmen. Wenn es Wort sagt, dass ab Wort es uns Glaube gebüht. Römer 10, Vers 9 und 10, was sagt das da? Römer 10. Wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und du lebst, dass Gott am vom Tod abgewirkt hat, wirst du selig. So wie sie alle dort mit dem Mühl bekennen und wenn wir dort glauben, dort er vom Tod abgeweicht ist, dann war wir selig. Der nächste Vers. Wer vom Horten gelebt, wird gereicht und wer mit dem Mühl bekennt, wird selig nach Hause. So wird es hier wichtig für uns. Dort wie ein Glaube hat, ab die Aberstundung. Einmal redet wie, so sei von den Tod. Wenn es eine Geschichte mit Blut und Wunde und Verkiele und Speckerkronen auf dem Kopf, das schien uns wichtig zu sein. Und als heilige Frau, so, wenn ich junge Kinder beschuldige, wenn es wir kriegen uns jung, was das sieht, als heilige Frau, was viel wie von der. Dann schrei ich uns jung, Jesus ist gestorben. Und von der viel wie nicht, Jesus ist gestorben. Von der wird wir für Jesus als Aberstunden, nicht so? Aber es war wie beides weiter. Aber wir als Menschen, wir checken einmal sehr nur den Tod. Und der ist wichtig. Du sagst, es ist wichtig, von diesem Tod zu reden. Aber wie lassen einmal aus, dass er abgestorben ist? Oder wie als waren wir dort nicht auslassen, aber wie lassen dort ein bisschen Fleisch verschwingen in der Reihe. Und das Wichtige ist, dass er abgestorben ist. Wenn wir haben Taufas und wir wollen, bald war ein Taufas, haben wir da irgendwer ist, wer sich taufen will, dann malt ihn. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wir würden hier in der Piscine haben zum Taufen, wir würden in der Piscine taufen und wir würden bloß das halbe Evangelium haben. Dann würden wir so, und du bist mit Christus gestorben, dann den Uine blub, 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 gestorben, ja. Fertig. Ein von den Geschichten, nicht so? Wo wird das sein, wenn das Evangelium du wird abhören, wo das gestorben wird? Und wie das Abstunden nicht würde haben.
En einmal denkt wie so sehr an das Sterben, dass Jesus gestorben ist, dass wir dort abstoßen, irgendwo nicht dort, wie weiter dort, aber aus wann wir dort, lotet zwischen der Reihe weichschälen. Ich weiß, dass wir abwassen, wahrscheinlich bei Jüchse abgewassen, stelle Freitag muss wie so still sein, wir können nicht lachen, wir können nicht in Spaß haben, wenn Jesus wie hier sterben. Wenn wir nicht denken, wie weit ihr dort hier abgestoßen ist, wir können auch stelle Freitag und Fast feiern. Wenn wir frei uns für das Blut, was er für Gott hat. Aber ich weiß, was traurig wir müssen sein. Aber weißt ihr, dass jetzt Menschen, die glauben wirklich, dass Jesus jeder Jahr, oder Gott jeder Jahr diese 3 Jahre tot ist. Das ist verdrehte Denken. Aber die glauben wirklich, dass Gott erst jeder Jahr diese 3 Jahre tot, von Freitag bis Sonntag. Und dann haben wir Menschen, wie heute diese Werke in Gießen bei uns mit Freunden, und die vertelten mir von Menschen, wo sagen, ich will mit Jesus mitgekriegt werden, ich will dort erleben, was Jesus erlebt hat. Und was tun sie? Sie sagen zu den anderen, kriegt sich mir um Kriezen an. Und sie lassen sich wirklich kriezen. Und sie, nicht mehr so lange, bis sie sterben, aber sie lassen sich um Kriezen an. In einer Stunde oder was, dann nehmen die Enden auf und dann gehen sie wieder und leben wieder. Aber ich glaube, Menschen, die auf diese Weise denken oder so glauben, die haben nicht gefühlt, dass du eine Abstundung hast, in der erst für ewig durch, die Abstundung, die Kraft, die aus dieser Abstundung rauskommt, die wird nicht mehr ab hier Wirkung zu haben. Die erst mal auch noch einmal durch. In dieser Abstundung, der erst dienen und der erst mine, und wie keine Port an der Hand. 1. Korinther 15, Vers 12, bis 19, weil ich einmal lese. 1. Korinther, das Kapitel kriegt, was wir hier lesen, 15, 12 bis 19, sagt so. Aber, wenn du gepredigt wird, dass Christus vom Tod abgestoßen ist, wo können einige von Jüngern sein, dass die Todes nicht abgestoßen worden? Wenn das so nicht hilft, dass die Todes abgestoßen, dann ist Christus auch nicht vom Tod abgestoßen. Und wenn Christus nicht vom Tod abgestoßen ist, dann ist uns Predigen vergebens. Und unser Leben ist auch vergebens. Mehr als dort. Dann haben wir ein falsches Zeichnis von Gott gegeben. Weil wir sehen, dass Gott Christus vom Tod abgeweicht hat, den er aber nicht abgeweicht hat, wenn der Tod ist einfach nicht abgestoßen. Wenn der Tod ist nicht abgestoßen, ist Christus auch nicht abgestoßen. Und wenn Christus nicht vom Tod abgestoßen ist unser Leben vergebens. Und die sind dann noch in jene Sünden. Dann sind auch die verloren, die in Christus eingeschlossen sind. Wenn dort bloß für das Leben ist, dort wir auf Christus hoffen, dann ist man alle Menschen keiner so sehr zu bejammern als wir. So hier redet ich über die Auferstehung, als dort überhaupt eine Auferstehung gibt oder nicht. Und er sagt, wenn dort nicht eine Auferstehung gibt, dann sind wir die jammervollste Menschen auf der Welt, die dort gibt. Wenn es wir schaffen, an eine Auferstehung zu glauben, einen ganzen Glauben auf das abzubauen, wenn das nicht wirklich passiert ist. Und das ist so wichtig, die Auferstehung, dass wenn das nicht hilft, dann wird nicht eine Radung zum Himmel kommen. Die Radung ist bloß einzig ab der Stufe in Auferstehung von Jesus Christus, dort vollständige Werk. Und dann noch Teil Nummer 2. Sein Auferstehung. Dort ist geknackt nur mein Auferstehung. Du und ich waren auch vom Tod auferstehen. Wir waren dort auch erleben. Dort, was Jesus erlebt hat. Dort ist in der Ewigkeit in Christus der Rede von, als wenn das nie passiert hat, aber dort wir waren Port. Er sagt, ich sehe die wahrhaftige Auferstehung und wir waren alle mit am Tod. So in dasselbe Kapitel, da wir kurz wieder lesen, Vers 20, lest uns das. Aber Christus ist bestimmt vom Tod abgestoßen als erster von all denen, die eingeschlossen sind. Weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, muss das auch durch einen Menschen kommen, dass der Todes waren abgestoßen. So als in Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. Halleluja.
So ist durch ein Mensch alle gestorben sind. Durch Adam, was er getan hat, durch den Sinn. So ist Christus der neue Adam, so ist Christus der neue Mensch und wir wurden alle mit einem Tod abgestoßen. Er ist der erste von vielen, der abgestoßen ist. Er ist unser großer Bruder, der vorabgegangen ist und er ist abgestoßen. Aber was passiert? Als er vom Tod abgestoßen ist, stünde durch die Deo, kriegt auch andere Menschen vom Tod ab. Und die Menschen grühlten sich sehr, wenn auf einmal rannten durch die Menschen, was sie kannten, was sie wussten, rannten die durch in Jerusalem ran. Die Ex-Todes, ich weiß nicht, wie die nun Menschen wurden an, die mal tot wären. Wanneer we zijn, die wat gestorben weer, die waren nu op eenmaal levendig en die randen door in Jeruzalem ran. Die waren met een taub. Wie best het hem gruwelen, niet zo? Wenn Jesus sagt, ik zie de eerste, ik zie de primitie, ik zie de aanvang van velen die abgestoßen worden. Waarom? In Römer 4, Vers 12 sagt het, so ist durch einen Mensch der Sinn in der Welt nennt und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreit, weil sie alle sündigen. Sündigen, ja. Daniel 12, Vers 2. Viele von denen, die in der Jehovah schlupen, waren dann abweichen. Einige zu ewig leben, andere zu schon und ewig verachten. So, wir waren alle abgestoßen. Und dann wird ein Leben von der ist. Und dann, als das nicht einstimmt mit dem Evangelium, oder das, die waren alle abgestoßen. Einige für das ewige Verdammnis und für das ewige Verachten, und die andere für das ewige Leben. Und dann, in Vers 23, 1. Korinther 15, 23 sagt das so. Dort vom Tod abgeweicht worden, hat sie eine Ordnung. Als erster Christus, und dann mit ihnen kommen die arm ongehören. So erst als Christus werden abgestoßen, und dann die arm ongehören. Dort wie mit arm Tod abgestoßen. Als Jesus starb, ist das hier passiert, dass wir losen von der Johnny los zu tun am Anfang. Was sagen wir? Der Gardin der zwei von boven bis unten. Was soll das zu sein? Das Allerheiligste, das soll nicht auf einmal op sein für allem. Du wie ein Erdbeben. Die Gräber gingen op durch das Erdbeben. Nicht bloß Jesus in Graf ist aufgegangen, andere Gräber gingen auch op. Die gingen op, diese Gräber. Und die Toten stünden ab. In 1. Thessalonicher, ich werde den Text nicht lesen, aber du hast den Text geschrieben, wo das sagt, die Posaune, die Trompete, die wird bloße, die Posaune, die wird Rüdposaune. Und dann wollen wir anfangen abzustoßen, einer am nächsten. Wir wollen abstoßen. Und wir wollen mit Arm verherrlicht worden. So, wenn Wort, wo kann ich ohne Abstunung bleiben, dass das für mich einen Unterschied merkt? Nummer 1. Wo ich mag mich mit dort überein merken. Paulus sagt, ich sehe mit Christus taub gekreuzigt. Paulus geht nicht nur und sagt, hey, nehmt mich mal am Kreuz noch, ich sehe mit einem taub gekreuzigt. Ich will seine, die bitte halten, finden, wo er noch gekreuzigt wird, in die Nähe und seine dominanten Nähe zu lassen. Was bringt das Wort in unserem Glauben, wenn ich nicht physisch die Nähe durchnähle? Nee. Jesus hat das vollbracht. Aber Paulus sagt trotzdem, ich sehe mit Christus taub gekreuzigt und ich sehe mit einem Taub abgestoßen. So wo kann ich das merken? Ich kann mich in diese Situation hineinlegen. Und ich glaube, anfangen da wie dort mit dem Taufe. Wenn ich sage, ich sehe gestorben mit Christus taub und ich stehe mit einem Taub ab. Ich nehme Port an dort. Ich sage, diese Geschichte, was durch in der Bibel passiert, die wordt op eenmaal mijn geschichte. En dat is het tweede wat ik doe. Ik merk dat geschichte, wat allemaal verteld wordt, wat allemaal op de wereld de bekendste geschichte is, wat het geeft. Dat merk ik niet plus de ene geschichte wat ik leef, sondern ik merk dit te mijn geschichte. En ik zeg, wens den Auferstehenden in Jezus leef ik van jou. Ik merk dat als mijn geschichte. En dat derde wat ik doe, als wenn ich Glaube habe, so ist es in Römer 10 sagt, wer du mit dem Mühl bekannt in Gleif, so wird du ich was redet, ich bekannt, ich würde das sagen.
En ik meen nu niet dat betjanen dat van verre predigen en verduizenden mensen. Ik meen dat betjanen op een plaats. Ik meen dat betjanen door met een arbeidscompagnero wat niet aan Jezus gelooft. Dat mijn leven op eenmaal wordt ontvangen te reden en zei, ik geloof aan Jezus en ik geloof aan Jezus wat waarhaftig opgestaan is. En dat is dat betjanen wat u en ik kennen gaan. We kennen deze geschichte van Jezus als opgestaan en we kennen die als onze ene merken en zei, dat is mijn geschichte en ik word het eruit zijn naar alle mensen. En dan wordt mijn leven op eenmaal anders worden. Het is die geschichte dat Jezus is van dood opgestaan en Jezus is gekruisigd worden. Dat wordt mijn geschichte. En wanneer ik de Bijbel lees en ik sloot deze Bijbel op en ik sloot de laatste poort van Matthäus zum Beispiel op, oder Markus, oder Lukas, oder Johannes. En ik merk deze Bijbel op. Wat feilst du, wenn du diese Bibel aufmerkst und du Jesus in die Kreuzung und Auferstehung lesen das? Wo feilst du die? Ist das deine Geschichte? Ist das all deine Worte? Wenn du das liest, ist das eine Geschichte, die bloß dann für andere Menschen geschrieben wird? Oder sind das wir, was für die, nu, von dir sind? Dat wenn du lesen das, sie verschlühen Jesus. Sie bereden, sie würden am Tod merken. En Jezus zei, ik wil vrijwillig gaan, ohne een muks te merken. Dan op eenmaal voel ik, ja, ik weet, mijn zinden, die zijn veroorzaakt van dit. En ik weet op eenmaal, wat heb ik gedaan dat Jezus dit voor mij deed. En op eenmaal vang ik me in deze geschichte alle waarheid te herkennen en te zijn. Mensch, wat wanneer ik dit niet gedaan heb? Würde ik dat niet brücken? Würde Jesus da nicht angebracht? Und ich fange mir auf einmal zu sagen, ich sehe Port von dieser Geschichte. Und ich sage die Geschichte auf einmal anders. Wenn das ist nicht mehr eine Geschichte, sondern das ist meine Geschichte. Und dann kann ich Gott nicht in Trouble, diese Geschichte klar und deutlich rüber zu sein, mit Kraft in der ganzen Welt sagen, Jesus ist auferstanden. Und ich meine nicht bloß in meine Stalen, und das ist, was sehr verändert, auf meine Stalen boven zu haben. Aber wenn ich hier von der Rede, Jesus ist auferstanden, wo ich dann meine, ist Jesus ist, ich habe auch nicht Angst, Jesus auch bitte meine ist da aus zu sein, dass er auferstanden ist. Auch mit den Menschen, die dort verachtet hat, und ich sage, an Jesus ist auferstanden. Er lebt wahrhaftig. Die letzten 2 Verse von diesem Kapitel. 1. Korinther 15, Vers 57. En 58. De laatste 2 Verse. Der sagt es dit. Aber Gott soll gedankt worden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. Hier können wir sein. Wir haben 56 Vers von Jesus als auferstanden, wo hier auch mein Amtag von dort auferstanden. Nu der zweite letzte Vers von einem sehr langen Kapitel. Sagte, Gott soll gedankt, der Vers, Gott soll gedankt worden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. So hier ist beim Wort Jesus gestorben. Es tut mit du und ich können Sieg haben. Wir brücken nicht mehr Verlierer sein. Und dann der nächste Vers. Du wein, meine Brüder, steht fast. Lot jü nicht umschmieden. Nehmt immer zu in jene Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. So was sind hier, dadurch, dass Jesus abgestanden ist, dann können wir vollstehen. Wir waren nicht angeschmiert worden. Und wie unsere Arbeit wird immer zu wachsen und die wird mehr worden. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. Und ich will uns Mut merken, wie wir an Auferstehung glauben. Uns Leben hat einen Sinn. Uns Leben hat einen Sieg. Wie Leben ohne Sieg kommt. Wir können anfangen, anders zu denken, als wie vielleicht viele von uns gedacht haben. Lang in meinem Leben habe ich gedacht, wenn du eine Strecke würdest sein, dass hier wäre der Verlierer und hier wäre der Gewinner. Ich will immer an diese kommt. Wie on kommt ich mit dem Mann. Dass ich wie on einen Tag Sieg habe und dann würde ich wieder hier leben. Ich lebe nicht ohne Sieg kommt.
En dat betekent niet dat ik nu niemand meer zinnig doe. Maar ik leef met mijn uren en mijn denken niet meer aan jene kant. Ik heb me entschieden aan deze kant te leven, wo ik een zeer zie. Wens deze Geschichte, deze krietsjong, dit opperstonen, dit krachen, dit donderen, wat hier alles passiert is, dit is niet meer een Geschichte van weit af, sondern dat is een Geschichte, wo ik mijn schrijf kan en zeggen, Eduard Giesbrecht, ik schrijf. Dat is mijn Geschichte. En ik leef mijn leven uit een andere zicht. Ik bruk niet meer verliezen, sondern ik weet, ik kan gewinnen. Met een wat voor mij gewonnen heeft. Wat den dood gewonnen heeft. En hij heeft dat schwierigste gewonnen wat de jong te gewinnen, dat weer de dood. Ik weet als mijn vriend 5 minuten dood weer. Ik weer 5 minuten ver hij starf, ver hij den laatste adem had. Dan wie ik beamt. En hij zei aan mij, wenn hij had nachher niet geslopen, hij had een paar maanden aan schreef geleden. We hadden gebed, we verstonden ook van God, dat hij gezond weer. Ik kon bed van jou nog niet alles verstaan, wenn wat hij jenk, hij weer mijn Allah, dat is verder 15 jaar terug wordt. We werden groot, we 20 jongens. En ik weer bij een hospital bezien bad. Hij had een tweelingsbroeder. En hij en ik, we zaten daar 3 jongens, omarmden en beden. En du wirst so viel Frieden. Du wirst so viel Weide, aber du wirst gleichzeitig so viel Frieden. Du wirst vollständig Frieden in dieser Stufe. Und wie gehen wir ans Leben du auf? Was ich dann in dem Moment nicht verstünde, wie möge du aufscheid. 3 Jungs. Ich ging raus aus der Stube, er hat seine Uhr getan, er hat dann gekriegt, keine Weide, so wie das ich sage. Er möge seine Uhr getan und ich dachte, er will bloß schlafen. Als er morgen, dass ich ging nach seinen Feiten, fällt einmal an, küsste einmal ganz still. Dann war er dann an. Edu, der was hier? Was je voor, Eduard? Ja, ik wil eenmaal naar de school voor, wie weer in de Bibelschool alle taub. Wie worden er nog eens zo overspelen? Oké, sehr gut. Hij checkt eenmaal ab. Zegt hij, je reist dan alle van mij? Ja, ik wil het doen. Zo heel erg, ik wil het doen. Ik ga naar de goos, naar de baas. In het moment waar ik op de baas opkruip, daar roept de broeder, de tweelingsbroeder aan en zegt, Eduard. Manu Murio. Manu ist gestorben. Ich bin so abgeregt, ich möchte das Phone uit. Ich hier nicht mal wieder, was er sieht, wenn ich will das nicht glauben. Ich schrie nur Bass vor und ich sage, halt still. Und ich hüpf von der Bass rauf und ich ran alles, was ich könnte trägen. Ich kann nicht glauben, mein Freund wie nicht mehr da. Was groß ein friedlicher Körper wie mit Odem. Wie nu kriegst ein friedlicher Körper, bloß ohne Odem. Da wird kein Jaschen, die kostet Fuß den Unterschied sein. Er kann am 5 Minuten trägen sein und nie waren. Und die Familie redet sich ab. Uns Manu wird jedoch leben, der wird leben. Der sagt, der wohnt so weit auf, dass sie hostig kann du sein. Sie fängt nur mich. Und dann passiert mit mir so, was ich niemals belebt habe. Sag sie, mein Freund, geh noch mein Bruder und sag, hij soll nie abstehen. Und ich vertwijfel und ich ging in de Stube op een doel und ich weiß nicht, ich kann von so was nicht alles nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich von dir würde reagieren, aber in dem Moment ich vertwijfel bloß in der Stube. Der odemt je nicht, weil was du war puste, das deed nicht mehr, das schafft nicht mehr, der Motor essen. Finish, fertig. Und ich sehe, ich kann nicht. Dann sage ich sie, und ich habe noch niemals einen deutschen Körper angefunden bei dem Moment. Ich habe Angst vor das. Wenn ich bin Wort, ich habe einfach Angst. Sage ich sie, merkt das Phone auf Altavoz, auf Lüdes, und leider das Phone auf seine Brust ab. Okay? Dort kann ich dann. Sag ich mir das auf Lüdes, seine ihr schon mal Chiffons, und lege das auf seine Brust ab. Und dann fängt sie an, Leben zu reden. Und sie fangen an zu beten für ihren Bruder, dass er soll abstehen.
Ich muss tauschen in dem Moment, ich dachte, das ist das, dass wir nicht ganz, dass wir nicht können. En een dag, ik was er geen onder met dit, deze Geschichte, ik vergote niet meer. Dan ga ik naar een vriend, naar een pastoor en zei, wat zal ik met dit aanvangen, met dit, wat hij zegt dat je gedaan hebt. Maar dat ik dat zal doen en niet gedaan houden, wat zal ik met dit aanvangen? Dan vraagt hij mij, wat zegt de Bibel daartoe? De Bibel zegt, je wordt dood zal wijken. Glaubst du an eine Auferstehung? Fragte Benjamin. Wenn du mich auf diese Weg fragst, dann weiß ich nicht. Wenn du mich bloß an Sonntagsmars und Ostersmars sagst, Jesus lebt, glaubst du an eine Auferstehung? Halleluja! Jo, ich glaube. Aber wenn du einen Körper für die Licht, wird nicht mehr herrscht, glaubst du an eine Auferstehung? Glaubst du, die kann Auferstehung? Und von da an, und ich glaube, ich sehe nicht vor dich, aber von da an hat mein Denken verändert. Glaube ich, dass dein Freund, dass mein Freund, du können in dem Moment auferstehen. Und ich bete darum, und ich frage Gott an meinen Glauben, dass mein Glaube immer dichter nur dort ein abrechnet, Ja wird kommt. Nicht bloß ein Ja wird vom Büte, dass dort Schmack sitzt, sondern ein Ja wird, dass ich wirklich im Herzen glaube, dass dort jetzt eine Auferstehung wird wirklich ist. Eine Auferstehung wird nicht bloß eine alte Geschichte, sondern eine Auferstehung wird von der Mine ist. Eine Auferstehung wird mir sicher. Eine Auferstehung, wo jeder Trübel auf dieser Welt einfach vernuscht wird. Wenn ich weiß, du hast eine Auferstehung, wird die sich über dort haben. Und du hast kein Zweig mehr über das. Dort ist vor dich. Als Jesus sagt, dort ist vollbracht, ich habe vor dich gemacht. Dann hat er dort Werk ganz vor dich. Nicht 99%. Er hat alle unsere Schuld, alle Sünde, die du getan hast, was ich getan habe, und die wird wie noch tun waren, die hat er alle auf sich genommen. Er hat jede Krankheit, auch jene Krankheit, mit der Früh, wo du in Griff liegen und wo dort, die wird auch nicht mal mehr besennen ist, und all 3 Jahre, du bist dort liegt. Er hat auch die Krankheit auf sich genommen und auch je Sicht. Ich weiß, als mein Schwiegervater eine Therapie-intensive lag, dann ging uns das so schlecht und angehen, wenn es wie sah, bloß tot, was im Kummer ist. Wenn es die Welt bloß mit Maschine beatmet. Und dann sieht eine Person mir, das hält mich sehr. Er sagt, nächstes Mal, wenn du nein jetzt, dann geh du mal mit Jesus in die Augen an. Und kick die Situation mit Jesus in die Augen an. Und das hält mich. Dat ik kan anders met een vrede aangaan. En dat ik wist, en dan als je op deze kant wordt gezond worden naar onze mensen, of als je wordt plus wieder gaan naar de andere kant en bloos wieder leven. Ik zie, oké, beides. En dan op eenmaal zag ik dat beides als een ziek aan. Wenn Gott hat mijn Schwiegervater die Genade gegeven, alles voor zich te maken in zijn leven wat hij nog doen wil. Hij hat sogar mit den Menschen Frieden gemacht, was er 20 Jahre mit gestritten hat. Ein von den letzten Wegen. Verheit in dort Hospital ankommt und er nicht mal weiß, dass er du ankommen. Gott hat das geführt und auf einmal sage ich, kann ich Genot sein und beten konnte, dass Gott könnte Genot schenken, dass du können leben an dieser Kant kommen, aber er kann bloß einfach wieder leben an der anderen Kant. Und ich weiß den Tag von seinem Begräbnis wie ein Fass für uns, wenn es wie wisst, er ist abgestanden an der anderen Kant und er lebt. Ich weiß, wie Hand hier für einen Stolz hier 2 sehr wichtige Männer von uns begraben. Frank und auch Jakob Wolf. Und ich weiß, wie wir ab diese Begräbnisse können feiern, eins Menschen dort nicht verstehen können. Wenn Wort erst du ein Fass auf dem Begräbnis. Und ich will dir von dir sagen, dass erst wenn wir einfach glauben daran, dass du erst eine Auferstehung. Und wir glauben daran, dass wir leben wahrhaftig auch nach dem Tod. Und dann wird ab dieser Erde passiert. Diese Kant, erstmal so wenig, total messlich. Wird wirklich teilen, das für wo wir hingehen. Und den Sieg wird wir nicht erleben. Ich möchte die einladen. Einer seiner von dieser Kant. Merkt diese Geschichte nicht eine Geschichte von ihr Schirmer, sondern eine Geschichte von deinem Hort. Und lebe an dieser Kant, dass du in Sieg gehen kannst. Amen. Dass wir gerne in Sieg gehen. Weil wir das noch einmal lesen. Die letzten 2 Vers.
wunderschöner Vers. 1. Korinther 15, 57 und 58. Aber Gott soll gedankt werden, der uns durch unserem Herrn Jesus Christus, sein Auferstehen, den Sieg gibt. Kann ich was hören? Amen. Ich will noch einmal lesen. Einträgen. Aber Gott soll gedankt werden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus, durch seine Auferstehung den Sieg gibt. Amen. Und das nächste, da werden meine lieben Brüder, steht fast, lasst euch nicht umschmieden, nehmt immer teil in jene Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. Halleluja. Amen. Jesus ist auferstanden und er lebt wahrhaftig von dir. Und du lebst auch von dir durch Jesus. Die Auferstehung von Jesus ist dienen. Nimm die, der ist Part von deinem Leben. Erlebe diese Auferstehung täglich in deinem Leben. Und die Kraft, die diese Auferstehung bringen wird. Den Sieg, was sie bringen wird. Amen. Wir sind gesegnet. Wir können sehen gehen. Halleluja. Dankeschön, Jesus, für jeder einer, wer hier ist. Wir sehen jede Familie und jede Person, die hier ist. Und wir wollen die loben und preisen für deine Auferstehung. Halleluja. Sei wir alle taub. Amen. Habt ihr einen gesehenen Sonntag? Denkt einmal daran, wir sind gesehen, Tom. Und